Der Froschkönig oder der Eisner Henrich. Ein Verzähl von der Brüder Grimm. Da war mal eine Königstochter, wo immer in der Wald gegangen ist und sich an einen Kieler gesetzt hat. Sie hat einen goldenen Kuchel, wo ihr liebst Spielding war, und hat sie in die Höhe geworfen und nochmal in der Luft gefangen, und da dran hat sie viel Lust. Einmal war die Kuchel ordentlich hochgeflogen. Sie hat die Hand schon ausgestreckt und die Finger gekrümmt, fast nochmal zu fangen. Wie die Kuchel runtergekommen ist, hat sie aber nebendran auf die Erde geschlagen und da ist sie gerollt und gerollt grad ins Wasser hin. Die Königstochter hat verschreckt der Kuchel nachgeguckt, aber der Brunnen war so tief, dass kein Grund zu sehen war. Da hat sie jämmerlich angefangen zu brillen und zu klagen. Wenn ich mein Kuchel noch mal hätt, dann tät ich alles davor geben. Mein Kleider, mein Edelstein, mein Pelle und was da auf der Welt noch wär. Wie sie so geklagt hat, hat ein Frosch seinen Kopf aus dem Wasser gesteckt und hat gesprochen. Königstochter, warum jammerst du so erbärmlich? Hat sie gesagt, du größter Frosch, was kannst du mir helfen? Mein goldener Kuchel ist mir in der Brunnen gefallen. Der Frosch hat gesagt, dein Perle, dein Edelstein und dein Kleider, die verlang ich nicht. Aber wenn du mich als dein Kompagnon annehmen tust, und ich soll ewig dir sitzen und von deinem goldenen Teller essen und in deinem Bett schlafen und du tust mich wert und lieb haben, dann tu ich dir dein Kuchel retour bringen. Die Königstochter hat gedacht. Was schwätzt der einfällig Frosch? Der muss doch in seinem Wasser bleiben. Vielleicht kann er aber mehr mein Kuchel holen. Dann tu ich nur ihr sagen. Da hat sie gesagt. Ja, welcher mehr? Schaffen wir ja nur erst die goldene Kuchel retour. Es sollte ja alles versprochen sein. Der Frosch hat seinen Kopf ins Wasser gesteckt und ist untergeschwommen. Es hat nicht lang gedauert und da ist er nochmal in die Höhe gekommen, hat die Kuchel im Maul und hat sie ans Land geworfen. Wie die Königstochter ihre Kuchel nochmal gesehen hat, ist er schnell draufgelaufen, hat sie aufgehoben und war so froh, dass er sie nochmal auf ihrer Hand hat, dass er nichts mehr gedacht hat, wie schnell heim zu laufen. Der Frosch hat ihr nachgerufen. Wart, Königstochter, und nehm mich mit, wie du versprochen hast. Aber sie hat's nicht angehört. Am anderen Tag hat die Königstochter am Tisch gesitzt, da hat sie etwas die Marmeltreppe raufkommen gehört. Plitsch, platsch, plitsch, platsch. Bald am Noch hat sie an der Tür geklopft und gerufen. Königstochter jüngst, mach mir auf. Sie ist hingelaufen und hat die Tür aufgemacht. Da war's der Frosch und wer sie nicht mehr gedenkt hat. Ganz verschrocken hat sie die Tür schnell zugeworfen und sich nochmal an den Tisch gesetzt. Der König hat aber gesehen, dass er das Herz fast geklopft hat und sagt, warum hast du Bang? Du Jaus ist ein krustiger Frosch, sagt sie. Der hat mir mein goldene Kuchel aus dem Wasser geholt. Ich han ihm davor gesprochen, er soll mein Kompagnon werden. Ich han aber nicht geglaubt, dass er aus seinem Wasser rauskennt. Jetzt ist er draus vor der Tür und will rein. Grad dann hat's zum zweiten Mal geklopft und gerufen. Königstochter jüngst, mach mir auf. Weißt du nicht, was gestern du zu mir gesagt bei dem Kieler Brunnenwasser? Königstochter jüngst, mach mir auf. Der König sagt, was du versprochen hast, musst du halten. Geh und mach dem Frosch die Tür auf. Sie hat dem König seinen Befehl gefolgt und hat die Tür nochmal aufgemacht. Der Frosch ist reingehupst und er auf dem Fuß immer noch bis zu ihrem Stuhl. Und wie sie sich nochmal gesetzt hat, da hat er gerufen. Heb mich ruf auf den Stuhl ewig dich. Die Königstochter wollte nicht, aber der König hat sie geschickt, das zu machen. Wie der Frosch oben war, hat er gesagt, jetzt schub dein goldener Teller dichter, ich will mit der davon essen. Das musst du auch machen. Wie er sich satt gegessen hat, sagt er, jetzt bin ich müde und will schlafen. Bring mich nur in dein Kammer, mach dein Bett zurecht, dann tun wir uns reinlegen. Die Königstochter hat sich verschrocken, wie sie das gehört hat. Sie hat bang vor dem kalten Frosch geredet. Sie hat sich nicht getraut, ihn anzurühren, und jetzt soll er bei ihr in ihrem Bett liegen. Sie hat angefangen zu brillen und wollt's gar nicht machen. Da ist der König böse geworden und hat sie geschickt zu machen, was er versprochen hat. Noch mehr Brillen hat nichts geholfen. Sie musste machen, wie ihr Vater wollte. Aber sie war bitterböse in ihrem Herz. Sie hat den Frosch mit 2 Fingern geholt und hat ihn aufgetragen in ihre Kammer.
hat sich ins Bett gelegt und anstatt ihn ewig sich zu legen, hat sie einen Pratsch an die Wand geworfen. Du, jetzt tust du mich in Ruhe lassen, du größtiger Frosch. Aber der Frosch ist nicht tot runtergefallen, sondern, wie er aufs Bett kam ist, da war es ein schöner Prinz. Der war jetzt ihr lieber Kompagnon und sie hat den Wert gehalten, wie sie versprochen hat, und sie sind vergnügt mit zusammen ingeschlafen. Am Morgen ist aber ein prächtiger Wahn gekommen. Der war mit 8 Geil gespannt, mit Feder geputzt und hat mit Gold geglänzt. Dabei war dem Prinz sein Dreier Henrich. Der hat sich so betriebt über die Veränderung, dass er 3 eiserne Penner um sein Herz legen musste, dass es vor Traurigkeit nicht verbrechen tät. Der Prinz hat sich mit der Königstochter in der Wahn gesetzt und der Diener hat sich hinten drauf gestellt. So wollte er in sein Reich fahren. Und wie sie ein Stück vom Weg gefahren waren, hat der Prinz hinter sich einen harten Krach gehört. Da hat er sich rumgedreht und gerufen: Henrich, der war Brecht. Nee, Herr, der war nicht. Das ist ein Band von meinem Herz, wo gelegt hat in großem Schmerz, wie den Brunnen dat gesetzt hat, weil dann frischer war, oh mein Gott. Nochmal hat der Prinz das Krachen gehört und hat gemeint, der Wand tät brechen. Aber das war nur die Penner, wo von dem Dreier Henrich sein Herz abgesprungen sind, weil sein Herr frei und glücklich war. Was hast du über das Geschichte gefunden? Ich finde es ein ordentlich komisch in Komplettgeschichte. Wer hat der Prinz in den Frosch verändert? Und warum? Und wie konnte er mit so einer empfindlichen Prinzessin bleiben? Und warum heißt der Diener Henrich? Warum nur der hat einen Namen? Und warum steht sein Name im Titel, wenn er ein Sekundärpersonage ist? Naja, wenn du das gern gehört und gelesen hast, vergiss nicht ein Like zu lassen. Und wenn du immer mehr Hunsrigisch lernen willst, dann zeige den Kanal und stell das Glöckchen an. Wenn du dem Kanal helfen willst, kannst du durch unsere Katharsis-Kampagne unterstützen oder einfach einen spontanen Abgabe durch Pix oder PayPal machen. Und guck mal auch mein Instagram. Das poste ich auch manchmal. Dankeschön und bis bald.